Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal reagieren wir auf Vincent Kompany über seine Philosophie, Karriere und Pep Guardiola, unser Trainer im Porträt. Originalvideo ohne mein dummes Geschwafel findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, findet ihr einfach auf dem FC Bayern YouTube-Kanal. Bevor wir da reingehen, natürlich in eigener Sache. Der Großteil, der hier zuschaut, hat den Kanal nicht abonniert. Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Ja? Vielen lieben Dank dafür. Bevor wir reingehen, ich wurde ja auch im letzten Stream schon immer gesagt, ja, reagier doch mal hier auf den und den, der hat die Philosophie von Vincent Kompany analysiert, hat das sehr gut gemacht. Nö, ist nicht meine Art und Weise. Das ist dasselbe, wie ich mich eigentlich relativ wenig an irgendwelchen Transfersachen, Spekulationen beteilige. Ich beurteile den Trainer, wenn er bei uns da ist, arbeitet und dann die Spielweise unserer Mannschaft sehe. Ja, daran kann ich den Trainer beurteilen, ob seine Philosophie zu uns passt oder nicht und so weiter. Wer sagt, dass seine Philosophie bei uns dieselbe sein wird, wie er sie vorher bei Anderlecht oder Burnley oder sonst wo hatte? Das wissen wir ja gar nicht. Ja? Wir haben es ja schon ganz oft erlebt, dass ein Trainer sich um 180 Grad gedreht hat, wenn er bei uns im Verein da war. Ne? Nicht zuletzt Thomas Tuchel, also. Thomas Tuchel jetzt vielleicht nicht unbedingt von seiner Spielphilosophie her. Aber ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber er äußert sich jetzt selber zu seiner Philosophie und dann können wir dann natürlich das gerne mitnehmen und ihn natürlich dann auch später an seinen Aussagen messen. Ne? Und von daher würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums. Ich habe die Cam mal ein bisschen hochgeschoben, weil es ist natürlich auf Englisch. Der eine oder andere spricht vielleicht nicht so gut Englisch. Und daher habe ich immer die Untertitel angemacht. In diesem Sinne. I want the season to start tomorrow. I'd like training to start tomorrow. Und ich bleib dabei. Er sieht einfach aus wie der jüngere oder kleinere Bruder von Shaquille O'Neal. Ne? Daumen hoch, Alter. I don't see the game in any other way than scoring goals. For me, that's the key thing. Ja, das Wichtigste ist natürlich, Tore zu schießen. Brauchen wir nicht drüber reden. Weil ohne Tore zu schießen kannst du keine Spiele gewinnen. Wa? Ganz einfache Kiste. Aber das war ja auch gar nicht unser Problem in der letzten Saison. Zumindest nicht, wenn man sich die Anzahl der Tore anschaut. In manchen Spielen war es schon dann das Problem. Aber ja, durch unsere Einzelklasse und war das Tore schießen jetzt nicht das ganz, ganz große Problem. Das haben wir oft genug hinbekommen. Ja, wir hören mal weiter. Hard work. A lot of work. Ja. And making sure everybody does that. Da bin ich sehr gespannt. Together, I think we do this for the people outside the building, Bayern fans. So sieht's My aus. name is Vincent Kompany. That's how they pronounce it in England. Vincent Kompany. Awesome. I was born in Brussels. I've been a coach now for 5 years, I would say. I've lived football, dreamed football all my life. It's my passion. I hope to bring this passion to this place. I grew up in Avenue de l'Héliport, Quartier Nord, northern quarter of Brussels. Yeah, it was a challenging place to grow up, but filled with so many fantastic memories. Football was, of course, a very big part of my life. Me, my brother, and even my sister was an athlete. I think we were a sporting family always. We were very lucky to be raised by wonderful parents. One of the biggest things we always had in the family is from the youngest age, we knew we had to work hard. We knew we had to, give everything to everything everything we applied ourselves to. It's followed me till now. I'm not an ex-footballer in my mind. I'm a coach working hard to develop the players and to win games. Spieler entwickeln wäre schon geil. Ne? Das ist uns ja die letzten 1,5 Jahre auf jeden Fall komplett verloren gegangen. Wirklich komplett. Seine Einstellung, haben wir ja schon während der PK gehört, ist, glaube ich, genau das, was wir aktuell brauchen. Ja, ob der eine oder andere Spieler da nochmal die Kurve hinkriegt, bin ich sehr gespannt. Aber wir müssen natürlich auch erstmal abwarten, ob der eine oder andere Spieler überhaupt dann noch in der Saisonvorbereitung beim FC Bayern ist. Beziehungsweise dann beim Saisonstart. Auch das wird sehr interessant zu sehen sein. Ansonsten glaube ich, dass das vom Typ her gerade das ist, was wir brauchen. Ob er sich durchsetzen kann, wenn bestimmte Spieler da bleiben,
Wird natürlich interessant zu sehen sein, aber ansonsten 100% gehe ich mit. Ja, wir müssen hart arbeiten, wir müssen einfach wieder hart arbeiten. Das ist uns irgendwie abhanden gekommen die letzten Jahre gefühlt. And that's still with me. Ja, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also er wird gefragt, was er seine Philosophie beschreiben kann als Trainer und dann gehen wir mal rein. Don't know if it's a philosophy, but it's an idea. It's a goal. I told you my history is since the age of 6. I was with Anderlecht, always playing in the best teams, and I don't see the game in any other way than scoring goals. For me, that's the key thing, and it fits with I think what Bayern wants to express as well. It fits in what big teams needs to be, and I hope we can bring that again next season. And then the other side as well. I think it's the message you communicate as a team is so important to your fans as well. Is everybody will see the talented players and everybody will recognize the talent and say, well, it's normal that they win or it's normal that they. But in reality, I would love this team to communicate something that is maybe not so normal. You know, like, can you be good individuals but also the best team? Can you be the most talented players but also the hardest working team? Also, Leute, er spricht mir natürlich damit aus der Seele, ja. Ich denke, den einen oder anderen von euch natürlich auch. Das ist ja das, was uns abgegangen ist. Also, dass wir die beste Mannschaft der Einzelspieler haben, steht ja außer Frage in der Bundesliga. Dass wir viele Spieler haben, die individuell einfach absolute Maschinen sind, steht außer Frage. Aber wir waren einfach kein Team. Ja. Und ja, jetzt nochmal, stellt euch vor, wir haben die besten individuellen Spieler in der Bundesliga und sind dann dazu noch ein Team. Alter, das wäre ja abartig. Ja. Und genau wie er es gerade auch sagte, auch der talentierteste Spieler, wie Musiala jetzt zum Beispiel, oder Antel, oder Pavlovic, oder whatever, Sané, kann er nicht auch gleichzeitig der fleißigste Spieler sein? Ja, genau da müssen wir hinkommen. Ja. Deswegen, seine Aussagen gefallen mir sehr gut. Die Aussage, ja, das Wichtigste ist, Tore zu erzielen. Ich meine, wenn wir jedes Spiel 4-3 gewinnen, habe ich da nichts gegen. Ja? Wenn wir dazu guten Fußball sehen. Aber natürlich gehört auch dazu, natürlich den Ball zu verteidigen und so weiter. Ja. Aber ich verstehe schon, worauf er hinaus will und ich bin sehr gespannt, ob er das, was er jetzt gerade äußert, auch wirklich umsetzen kann. Ich denke, der eine oder andere Spieler wird sich sehr vom Kopf gestoßen fühlen unter diesem Trainer. Aber nochmal, wir müssen erstmal abwarten, ob diese Spieler dann noch da sind. And I think then people go home and say, hey, I don't think I could do this. It's quite special what they do. I'm not someone that wants to overpromise as well. It's just hard work. A lot of work. And making sure everybody... Ach, herrlich. In den paar Minuten, wie oft er gesagt hat, Arbeit. Einfach harte Arbeit. Und jeder muss mitziehen. Mhm. Does that. And that message, if we can get this into the team this season, that would be my biggest goal. My very first clear memory is when I was 6 years old and I did a trial for Anderlecht, who's my childhood team. I was there from the age of 6 till 20. I remember scoring in my own goal. But they still saw something in me and I stayed in that club for 14 years before I then moved to Germany, which is a reason why I can still speak German. Just having fun, playing with a smile and loving the game the same way I do today. I was loving it at 6 years of age. I think it's easy to look back and say, okay, it's the successful moments, but I think that every challenge, Naja, alle negativen Momente gehören da ja vor allen Dingen dann auch, wenn du ein Trainer wirst, dazu. Ja, wie verhältst du dich dann in herben Niederlagen? Wie stehst du wieder auf? Wie nimmst du die Spieler mit und so weiter? Jetzt zu sagen, ja, nur die positiven Momente haben mich geprägt. Natürlich prägen die auch, aber
denke, die negativen sind da nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? A tough moment has defined me more. And I think in my mentality, it's also sometimes what I need. And I remember after every success, every celebration, remembering that I was actually built in the challenging moments. I was built in the times where I had injuries. I was built in the times where I was living for the first time on my own, and my mother died, and my sister had cancer, and it was really tough time for me. And I was built in those moments, and that gives me the confidence to trust myself in any other moment. So yeah, it's been a career of many highs, but I don't think you're built by the highs, you're built by how you handle the lows. Ja, stimme ich ihm 100% zu. Also, wie man bei Erfolg reagiert, ist klar. Ja, das ist jetzt keine Kunst. Ja, viel wichtiger ist, wie man in den negativen Erlebnissen reagiert und wie man daraus, was man mitnimmt und wie man gestärkt daraus hervorgeht. Ja. Und die privaten Dinge, die er gesagt hat, kann ich mitfühlen. Ja. Consistent, really consistent, resilient, lose, more motivated, win, more motivated. So anything is motivation for me. I think honored at the moment, honored by the job, honored by the opportunity. Yeah, I'll add even a fourth. No, but extremely driven. I want the season to start tomorrow. I'd like training to start tomorrow. I'll be on the edge of my seat until then. Ja, ich sage ja, von der Einstellung her ist das genau das Richtige, ja. Weil viele ja auch immer kritisiert haben, ja, kommt vom Absteiger, hat noch keine Erfahrung und so weiter. Ja, aber genau das brauchst du. Ja, der ist so heiß, so motiviert, wir hören es ja gerade selber, ja. Der wird sich reinknallen, der wird seine Linie auch durchziehen, das traue ich ihm zu. Und wenn er gestärkt wird durch einen Eberl und einen Freund, kann das richtig gut werden, oder? Ja, wahrscheinlich. I learned from every coach, for sure. Some things I wanted to do, some things I wanted to do differently. But of course, I think it's clear that for me the biggest influence was when I was probably 30. Pep Guardiola came into the building for the very first time, explaining a little bit his idea of the game. And I think within a week I knew I will be a coach. Very simple, not necessarily because of what he wanted to do, but more the way he explained it made me understand, like, okay, now I can go my own way with this. I can have my own ideas with this. And then at the end, of course, I asked a little bit about his experience as Bayern, and he was very helpful in explaining to me how he saw the job, how he lived the job. I have to give credit to him, of course, and then Pellegrini, Mancini were great influences, and others as well. So you take a little bit from everyone. My first memories of FC Bayern was when das war eigentlich mein ganz erster Champions League Spiel. Haben wir gespielt gegen, ich glaube, Roy Mackay war vorne. Das war meine direkte Gegner, und dann gab es auch Basti Schweinsteiger, glaube ich, und Owen Hargreaves, Sami Kufur, Oliver Kahn, Salihamidzic und Pizarro. Also das war eine ganz gute Mannschaft schon. Und ja, für mich war mein erstes Champions League Spiel. Ich habe eigentlich ganz gut gespielt, muss ich sagen. Und es war unentschieden zu Hause und ja, eine ganz gute Erfahrung. The moment I stopped playing football, I also stopped being a footballer. I can relate. I can go back to my experience, but I worked really hard day and night to become the best coach, and so I hope I can still teach them. I can still give them something more. Ja, war eine interessante Frage. Antwort war ein bisschen ausweichend. Ich bin sehr gespannt, wie sich so
Spieler wie Müller, Neuer, auch Harry Kane vielleicht. Ich meine, Neuer ist fast gleich alt. Ja. Wie die sich oder was die sich sagen lassen werden von ihm. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Das ist ja sowieso immer ein Problem bei uns gewesen, dass die Spieler zu viel Macht haben. Das wird noch sehr interessant werden. Ne? My main goal is to, I think, write the next page. So pressure, no pressure, it's not something that is too much in my thinking. I'm here to work with players, I'm here to work with staff. If they work hard, if they do everything they can every single day, then we have a big chance to be a top team again. And okay, I think sometimes as well, to go through some pain, like I said, how do you know about big players at times? When you win every time, but sometimes when you lose, that's when the big plays come. That's when the big plays show. And to now rise up and... Und da muss man fairerweise sagen, haben wir letzte Saison leider keinen wirklich gesehen, der da irgendwie sich gegengestemmt hat oder auch vorangegangen ist. Das ging uns leider komplett ab. Take this as a challenge. I see this as the best time. Hopefully we can communicate a message through what we do on the pitch. I would love that. This job is the best job in the world. So I think if we can at least, show that this is how we feel about it, then this team can always be special. I signed for the players, I signed for Max and Christoph, I signed for the people inside the building. And then together I think we do this for the people outside the building, Bayern fans. Ja, ich habe es ja schon auch auf der PK gesagt, seine Ansprache, das, was er kommuniziert, ja, schlägt bei mir natürlich in die richtige Kerbe. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Und ist genau das, was uns die letzten Jahre abging. Hoffen wir, dass er die Unterstützung bekommt, dass er das umsetzen kann und dann, wie er sagt, kann es eine gute Zeit werden. Und ich denke auch, beziehungsweise für mich, kann ich für euch auch sprechen, aber für mich ist in erster Linie halt das, was er sagt. Ja, es ist wichtig, dass man wieder eine Mannschaft auf dem Platz sieht und dass man merkt, die Mannschaft will. Ja, die arbeitet 90 Minuten, gibt Gas und will. Wenn es dann nicht klappt, wenn es dann nicht läuft, weil du Scheiße am Fuß hast, sonst was, ja, dann kann man da auch drüber hinwegsehen. Ja. Aber das sind die Faktoren, wo wir wieder hin müssen. Und das war letzte Saison super, super, super selten zu sehen. Von daher, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die neue Saison. Ich bin auch sehr gespannt, was noch transfermäßig passieren wird. Und dann denke ich, können wir mit dem Coach, wenn man ihn wirklich den Rücken stärkt, wieder richtig angreifen. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.